Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk oder FC Bayern Erfahrungsbericht vielleicht. Der eine oder andere hat es ja mitbekommen. Ich war ja letzte Woche zum Supercup-Spiel im Stadion in der Südkurve und am Tag danach zur Stadiontour und Museumstour in der Allianz Arena. Und ja, da möchte ich einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe eine Menge Bilder gemacht, das möchte ich euch jetzt hier gar nicht irgendwie groß zeigen. Erstens darf man keine Bilder in der Arena oder sonst so für kommerzielle Zwecke machen. Und zum anderen sollt ihr das ja auch irgendwo selber erleben, wenn das was für euch ist. Ja, und genau das beurteile ich jetzt einfach mal. Also erstmal zum Stadion, zum Spiel. Ja, habe ich schon alles gesagt. Stimmung war so mittel, lag natürlich einfach daran, dass kaum Ultras da waren, weil es keine Dauerkarten gab, weil Supercup nicht dafür zählt, wo Dauerkarten eingesetzt werden. Aber wie gesagt, da mache ich vielleicht mal ein extra Video zu, aber aktuell ist da erstmal nichts geplant. Kommen wir mal, also es war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Ich meine, ich war schon öfters Allianz Arena, aber die Mara war noch nie da. Die war das erste Mal in der Allianz Arena und da kriegt man ja dann immer so die Stimmung mit, wie das für jemanden ist, der halt zum ersten Mal da ist. Und ihr hat es auf jeden Fall gut gefallen. Sie war begeistert und ja, ist halt einfach auch ein geiles Stadion, machen wir uns nichts vor. Ne? Also da gibt's ja nichts dran auszusetzen. Ja, jetzt meine Meinung, lohnt sich die Museumstour oder der Museumseintritt und lohnt sich die Stadiontour? Wir haben also beides zusammen gebucht, kostet 25 Euro, für Mitglieder 22 Euro, also habe ich nur 22 bezahlt, mal 25. Die Stadiontour ist meines Erachtens, wenn man wirklich Fan ist, jeden Cent wert. Ja, der hätte auch nochmal 25 Euro mehr sein können. Es wäre trotzdem dem ist das Geld wert gewesen. Jetzt nicht wegen den Infos, ja, man geht dann halt einmal durchs Stadion, über die Tribünen sozusagen, man geht einmal in die Südkurve, dann geht man zum Ende hin gegenüberliegend, wo quasi Nordkurve, wo das Bayern-Logo ist. Ansonsten geht man halt runter in die Katakomben, in die Kabine, in den Spielertunnel, die Trainerbank, die Pressekonferenzraum, wo wir leider nicht rein konnten, weil Harry Kanes Vorstellung da war. Also das solltet ihr bedenken, wenn ihr sowas bucht, dass das vielleicht nicht unbedingt in der Vorbereitung ist oder in den ersten Spieltagen, wo noch ein Transferfenster offen ist. Weil es sonst sein kann, dass ihr nicht alles sehen könnt, weil da gerade irgendein Star da ist. Ja, das war bei uns auch ein bisschen tricky, dass wir erst gar nicht zur Trainerbank durften und im Spielertunnel, weil halt Harry Kane da rumgegeistert ist. Aber es ist dann zum Glück so gefallen, dass er dann wohl weg war und wir dann doch noch dahin durften. Sonst wäre es sehr schade gewesen. Aber alleine erstmal Stadion leer zu sehen, aber das seht ihr eigentlich auch nach dem Spiel, wenn ihr lang genug da bleibt. Aber ja, einfach unten zu stehen. Wenn ihr unten du darfst natürlich nicht auf dem Rasen drauf, darfst quasi nur in diesem Trainerbereich sein. Wenn du aber da stehst und das einfach mal auf dich wirken lässt, das ist einfach wild. Wirklich wild, anders wild. Du darfst dich auf die Trainerbank setzen, darfst da Fotos machen. Komplett geil. Auch ein super Feeling. Ja. Du gehst in den Spielertunnel runter, dann spielen dir die Einlaufmusik der Champions League ein. Fand ich jetzt nicht so geil. Auch den Spielertunnel da runtergehen fand ich jetzt nicht so geil. Kennt man aus dem Fernsehen, ja, ist super breit, ist jetzt nicht irgendwie super eng oder sowas. Also ist jetzt nicht so das Erlebnis nach meinem Geschmack. Die Mara fand sie mega gut. Der Moment, wenn man dann von unten aber auf dem Rasen hochgeht, fand ich mega. Das ist das, was mich gekickt hat. Wie gesagt, diese Treppe da runter, weil man es aus dem Fernsehen kennt, auch mit der Champions, ja, klar war es geil, mal so die Champions League Musik zu hören. Aber ich bin ja jetzt keine 12, dass ich irgendwie denke, ich bin jetzt hier der große Star und laufe da auf oder sowas. Deswegen hat mich das nicht so gecatcht. Dann das Rausgehen auf dem Rasen war mega. Das auf der Trainerbank sitzen. Allein das war das Geld wert und halt einfach da unten stehen. Und du guckst halt aufs Spielfeld, du siehst das Stadion und alles. Das war wirklich mega gut.
ja, wenn man wenig Ahnung hat von der Allianz Arena, bekommt man auch ein paar Infos, wie viel Dauerkarten, bla, Sülz, was die Preise sind. Wie viel Logen nicht, aber was die Preisspanne bei den Logen sind, wie groß die Logen sind, wem die Logen gehören und so weiter und so fort. Da kriegt man alles so ein paar Infos, ist ganz interessant auch. Und ansonsten, man hat jederzeit, unendlich Zeit jetzt nicht, weil da laufen immer 3, 4, 5 Gruppen rum, die da durchs Stadion geführt werden, aber man hat schon Zeit, auch in der Kabine mal ein Bild zu machen oder auch mal 2, 3 Bilder zu machen, wo die Spieler hocken oder auch auf der Trainerbank oder sowas. Muss man sich dann auch nicht stressen lassen. Das war schon echt gut. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der irgendwie mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen will. Ja, man sieht dann natürlich auch in den Katakomben den Physioraum und sowas. Ja, da könnt ihr überall einen Blick reinwerfen. Das ist wirklich, wirklich cool. Auch ihr seht auch den Parkplatz von den Spielern. Ihr seht dann, wo die Spieler reingehen und so weiter. Alles das, was ihr so gar nicht sehen würdet. Ja, das ist wirklich gut gewesen. War jeden Cent wert, meines Erachtens nach. FC Bayern Museum, ja, ich kenne jetzt keine anderen Vereinsmuseen, ist meines Erachtens nach, ja, der absolute Wahnsinn eigentlich, ja. Gerade wenn man irgendwie, ja, eigentlich ist es für beide gut. Wenn man Fan ist, der richtig viel tiefes Wissen hat, der richtig viel Ahnung hat, wird man richtig geile Sachen finden, die einen halt an diese Sachen erinnern. Und man wird trotzdem noch Dinge finden in diesem Museum und Storys lesen oder hören, was man beides machen kann, die man noch nicht kannte, würde ich behaupten. Ja, da sind schon ein paar wirklich super seltene Ausstellungsstücke. Wenn man irgendwie, ja, gerade Fan ist oder jung ist oder man möchte sich einfach mal ein bisschen mehr mit der Geschichte des FC Bayern beschäftigen, dann ist das mega. Dann kannst du da wirklich etliche Stunden drin verbringen in dem Ding. Ja, das ist einfach krass. Es ist vieles medial. Du kannst dir sehr viel angucken. Du kannst dir Interviews anhören. Du kannst dir die einzelnen Titelgeschichten anhören. Viele komplette Dokus, die du auch auf Bayern TV gucken kannst, sind dort an dem richtigen Platz mit den richtigen Ausstellungsstücken und so weiter. Franz Beckenbauer und Gerd Müller ist eine eigene Wand gewidmet. Ja, wie gesagt, ich möchte da gar nicht groß spoilern oder sowas. Ihr solltet Zeit mitbringen. Ja, wenn ihr dann noch nie wart, wenn ihr wirklich euer Wissen vertiefen wollt, solltet ihr locker 3, 4 Stunden mitbringen. Ja, wenn ihr da wirklich viel Wissen auch aufsaugen wollt. Wenn ihr viel Vereinsgeschichte kennt, denke ich, seid ihr mit 1,5 bis 2 Stunden gut dabei, ja, um sich einmal mal alles anzuschauen, ein paar Dinge in die Erinnerung zurückzurufen, ein paar wirklich seltene Ausstellungsstücke zu sehen, sich die ganze Titelsammlung mal angucken, ist schon nice. Ja, kann ich jedem nur ans Herz legen. Mir hat sehr gut gefallen. Ich fand den Preis, ja, anfangs so 25 € fand ich schon ordentlich, aber es lohnt sich komplett. Ja, es lohnt sich komplett. Ihr könnt da 5, 6 Stunden locker verbringen. Ist gar kein Problem. Also ich kann es aus meiner Sicht uneingeschränkt empfehlen. Für jeden, den es interessiert, auch wenn ihr jetzt nicht FC Bayern-Fan seid, ihr wollt einfach mal die Stadiontour machen. Gibt es nichts, was dagegen spricht. Ja? Man bekommt ein paar Hintergrundinfos und man sieht einfach auch ein paar Sachen, die man sonst nicht sehen würde. Das war so der Kicker für mich. Ja, Museum war ich damals schon mal, ist mittlerweile aber schon doch nochmal ein anderes Kaliber geworden. Ja, einfach gut. Kann man nicht anders sagen. Also rundum kann ich euch das empfehlen. Ansonsten, was noch erwähnenswert ist, ihr könnt einfach jederzeit in die Allianz Arena gehen. Ja, die hat täglich geöffnet. Natürlich könnt ihr dann da nicht frei rumlaufen oder sowas, aber wenn ihr einfach nur mal das Feeling haben wollt, mal zur Allianz Arena zu gehen, müsst ihr nicht extra eine Stadiontour oder eine Museumstour mieten. Ihr könnt da rein, ihr könnt da in den Fanshop gehen. Ja, ihr könnt auch einen kleinen Blick auf die Tribüne erhaschen, aber könnt nicht wirklich auf die Tribüne drauf. Ja, das finde ich aber auch schon mega.
dass das überhaupt möglich ist. Ne? Ihr könnt da was essen, ihr könnt da was trinken, ihr könnt einfach die Allianz Arena fahren, euch da hinhocken in den Paulaner Fan-Treff und da was snacken. Das ist schon echt, wenn ihr nach München fahrt zum Spiel oder so und seid noch einen Tag länger da, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja? Der Fanshop hat auch auf, so dass ihr da in Ruhe was gucken könnt und so weiter. Kann ich ans Herz legen. Also meine Erfahrung, ich habe da jetzt nichts Negatives zu sagen. Wäre irgendwas Negatives, würde ich sagen. Solltet ihr wissen, wenn ihr hier länger auf dem Kanal seid, dass ich da kein Problem mit habe, auch kritische Dinge unseren Verein betreffend anzusprechen. Aber habe ich nicht. Also es war jeden Cent wert. Es war ein bisschen schade, dass wir den Presseraum nicht gesehen haben. Ich habe es aber auch nicht auf dem Schirm gehabt mit Harry Kane, dass da die Vorstellung dann ist. Anders wäre es eh nicht gegangen. Wir hatten den Zeitpunkt, wo wir hingefahren sind und wir hätten die Tour auf jeden Fall gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich hätte sagen können, jo, dann gehen wir in 2 Wochen, wenn keine Vorbereitung mehr ist, keine Transfers mehr anstehen. Von daher, ja, war das so der einzigste Wermutstropfen, aber ansonsten war es eine Erfahrung. Egal, ob für jung oder alt, wenn ihr FC Bayern-Fan seid, macht die Stadiontour, Leute. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, da unten an der Trainerbank zu stehen und da auch ein paar Fotos zu machen und sowas. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das war meine kurze Einschätzung. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja, ich hätte jetzt hier ein paar Bilder einblenden können oder so. Aber da ist so die Rechtslage nicht ganz geklärt und was soll ich da spoilern? Ja, ihr müsst es halt selber erleben. Bilder können das Gefühl halt nicht transportieren. Klar, seht ihr dann den Blickwinkel auf die Tribüne oder sowas, wenn ihr da unten steht, oder ihr seht ein Bild von mir, wie ich da unten stehe oder so. Aber wenn ihr selber da seid, ja, das ist einfach was ganz anderes. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Das ist das Fazit dieses kleinen Videos. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Gönnt euch die Stadiontour, wenn ihr da sein solltet. Ihr werdet es nicht bereuen, garantiere ich euch. Tschüssi.